Leute, das ist keine bayerische Musik, Leute, das ist mexikanische Musik. Heute mal mega früh dran, wir haben gerade mal 9:20 Uhr, aber es ist gar nicht mal so schlecht, dann können wir ein paar Stunden mehr spielen. Da ist die Müllabfuhr, Leute. Und ja, wir haben heute Mittwoch. Gestern habe ich einen Tag Pause gemacht wieder, weil ich habe nicht so gut geschlafen, Abend zuvor. Die Kids haben mich ständig wach gemacht und so. Meine Frau musste um 3 Uhr zur Arbeit und ab da die ganze Zeit on und off mit dem Schlaf. Auf jeden Fall habe ich einen Tag Pause gemacht und dafür abends dann online gespielt. Wir haben abends noch schön indisch bestellt und also indisches Essen, liebe ich ja. Und abends habe ich mich dann noch an die Online-Tische gesetzt und ein bisschen an 100 gegrindet. 2 Tische ganz gemütlich und dabei dann die Wahlen mir angeschaut. Ich habe mir PBDs Podcast angeschaut. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Value Entertainment kennt, Patrick Bet-David, aber ich finde den Typen ziemlich cool. Und ja, der hat da irgendwie so ein Live-Event gehabt und hat das Ganze dann live übertragen und gezeigt und auch Trumps Rede, als er dann Präsident wurde, alles live mitgeguckt. Ihr wisst, was jetzt kommt? Habt ihr die auch in Deutschland? Polaris? Oh, was ist hier so laut, Alter? Das sind die ganzen Lambos wieder, Leute. Im Moment sind ganz viele getunte Autos in der Stadt. Vielleicht schaffe ich es nachher noch mal ein bisschen Strip zu spazieren oder zumindest entlang zu fahren. Denn die krassesten Autos sind im Moment unterwegs, weil die SEMA-Show hier ist. Vielleicht schaffen wir da auch mal hinzufahren. Gestern mit Fabi darüber gequatscht, dass wir da vielleicht Freitag mal angreifen. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das ist eine Autoshow, wie die Essener Motorshow. Da bin ich auch früher regelmäßig hin. Ich habe so das Gefühl, dass wir die nächsten 2 Monate richtig gut crushen werden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir auch gut runnen. Aber die nächsten 2 Monate geht richtig viel ab. Da sind ganz viele Messen und Konzerte und die ganzen Perser sind im Dezember, kommen die immer in der Stadt, das ist ein richtige Freier. Und ja, keine Ahnung, da ist auf jeden Fall ganz viel Action in den nächsten paar Wochen. Thanksgiving und bla bla bla. Apropos Action, hier ist tote Hose, aber wir haben erst 10 Uhr morgens. Gute Neuigkeiten, wir haben direkt ein Seat bekommen, aber es sitzen nur Pros am Tisch. Alles Regulars, einer von denen, Steve, ist sogar einer der Top-Verdiener hier auf 2.5. Aber ja, macht jetzt keinen Unterschied so wirklich. Ich spiele einfach meine 6 Stunden oder 6 bis 8 Stunden runter jetzt und gucken, was passiert. Playing? Okay, I'm there. Skaten, Leute. Wir haben jetzt 2 Uhr, schon 4 Stunden in der Session und wir sind über $400 plus. Jetzt gibt es erstmal einen kurzen Snack hier. Ich habe Hunger. Session im Aria mit einem Plus von $460 beendet. Ich habe 6,5 Stunden gespielt. Mittlerweile dunkel draußen. Boah, ich bin voll am Frieren. Da läuft gerade ein Regular neben mir vorbei. Und ich bin hier schon 1000-mal mit dem Porsche rein, mit der S-Klasse, mit dem Wagen von meiner Frau. Und kein einziges Mal habe ich irgendeinen Regular hier getroffen im Parkhaus. Und da flitze ich mal mit dem Rolli hier zum Aria und treffe direkt einen der Regulars in der Garage. Aber naja, ist ja auch real.
Als ich im Aria angekommen bin und mich gerade hingesetzt habe, hat der Steve auch direkt mit dem Kopf geschüttelt, weil ich dann ja der 8. Regular schon am Tisch war. Also wurde immer schlechter und schlechter, meinte er. Ja, ich habe mich trotzdem hingesetzt, die Session durchgezogen und wir sind $460 plus. Ich habe keine besondere Hand für euch, glaube ich. Außer, dass ich einmal eine Straße geturnt habe, habe ich Preflop. Es war ein Limped Pot, habe ich Preflop. Also ist ein Straddle Pot, aber halt Limped Pot. Ich raise auf $50 aus dem Small Blind. Und Flop kommt König 10, Flop kommt König, Bube, noch was. Und ich C-bette, krieg einen Call vom Button und Turn kommt jetzt die 10, also habe ich die Straße gemacht. Und bette nochmal $100, krieg einen Call. Und River habe ich 250 gebettet und er foldet leider. So Leute, wieder zu Hause und ja, ich wollte jetzt heute mal den Gewinner zu dem $200 German Poker Tours Package bekannt geben. Und zwar wird es nämlich... bin ich hier zu dem Video mit dem Gewinnspiel und wir haben hier 92 Kommentare. Und ich kopiere einfach mal meinen Link und gehe zu meinem Zufallsgenerator, füge ein und los. Pick a winner und der Winner ist der Joiner 8912, 200 Euro German Poker Tours Package. Congrats, Brudi. Es macht mega Bock, Leute, diese Gewinnspiele rauszuhauen. Und dann gibt es demnächst nochmal eins. Und das werden wir dann auf Instagram ausspielen. Da müsst ihr dann kommentieren, Leute markieren und so weiter. German Poker Tours natürlich folgen. Und ja, bleibt gespannt. Bald nochmal $200 Gewinnspiel auf Instagram.